Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 20. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Eintracht Frankfurt. Und ihr seht natürlich direkt, wir stehen hier am Geisbockheim beim FC-Training. Da hinten steht die Truppe und macht gerade eine Vorbesprechung. Gleich geht das Training weiter. Und warum sind wir hier, ist doch völlig klar. Wir feiern alle zusammen Geburtstag. 75 Jahre 1. FC Köln. Und dann muss die aktuelle Spieltags-PK natürlich am Geisbockheim stattfinden. Selbstverständlich. Und natürlich habe ich zur Feier des Tages auch das Trikot angezogen. 50 Jahre 1. FC Köln. Wenn wir da zurückgucken, das war eine Saison, richtig schrecklich, was der FC damals geboten hat. Das ist heute anders und deswegen... Geiler alter Lappen. Ja, deswegen haben wir heute auf unseren Shirts nämlich auch was ganz Optimistisches stehen. Und da steht FC Power. Next Level. So, jetzt haben wir uns passend zu Frankfurt wie so ein Wösche, wie so eine Wösche in die Pelle geschossen. Ne? was schmeckt gut zum Würstchen? Pass auf. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte und 75 Jahre 1. FC Köln. Prösterchen, Leute. Lecker. Zu dem Motto, glaube ich, müssen wir ein bisschen was sagen. Ne? Ja. Also, denn wir haben natürlich bei FC Power ein bisschen was im Sinn. Wofür steht FC Power? Ja, also für mich ganz klar, dass wir als 1. FC Köln endlich für etwas stehen. Ja. Wir stehen für Attacke-Fußball, wir stehen für unglaubliche Laufleistung, die wir mittlerweile haben. Wir stehen aber auch dafür, dass wir Spieler weiterentwickeln, dass wir einzelne Spieler besser machen und wir stehen vor allen Dingen mittlerweile für Kontinuität. Ja, und es ist sogar so, dass so Mannschaften wie Leipzig sagen, sie müssen sich unserem Spiel anpassen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, oder so. Bayern München auch. Ne? Genau. Und FC Power ist aber auch die Mannschaft für sich gesehen. Ne? Ja. Denn wir haben jetzt nicht mehr so die ganz riesigen Stars. Die Mannschaft ist der Star. Und die ist insgesamt stark und bildet eine Einheit. Das, finde ich, ist wirklich FC Power. Ja, und dazu zählt natürlich auch das Team dahinter. Das heißt also unsere Führungsebene, der Vorstand, die Abteilungen, die neuen Geschäftsführer, die zu uns gekommen sind. Da wächst so richtig was zusammen. Jetzt macht Kontinuität endlich Sinn. Wir haben früher versucht, auch Kontinuität aufzubauen, aber wenn du erfolglos bist, dann ist es eigentlich das Falscheste, was du machen kannst. Ne? Und jetzt die Kombination aus dieser erfolgreichen Entwicklung und dem Beibehalten der Strukturen, das macht es einfach aus. Das ist Next Level. Ja, genau das Gleiche. Da könnte ein Ball. Ups. Ja. Das Training. Ja. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für den Trainerstab. Ne? Denn auch das ist FC Power. Wie die zusammenhalten, wie die offensichtlich wie ein geöltes Maschinenwerk funktionieren. Das ist eine tolle Geschichte. Natürlich Steffen Baumgart ganz weit vorne. Großartige Geschichte. Das ist FC Power pur. Ja. Und dann natürlich wir. Wir, die Fans des 1. FC Köln, also 75 Jahre, viele von euch sind ja auch schon seit Jahrzehnten dabei. Ich habe damals mein erstes Spiel im Müngersdorfer Stadion, das war das Eröffnungsspiel der alten Schüssel 1975, 3:0 gegen Fortuna Köln. Radrennen waren auch noch so ein paar Erlebnisse, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber diese riesige Fangemeinde, also wenn das nicht Next Level ist, und oft hat man ja immer vom schlafenden Riesen 1. FC Köln gesprochen, und wenn man das alles jetzt mal bündelt, kanalisiert, dann stehen wir eigentlich vor einer großartigen Zukunft. Absolut. Das ist alles FC Power und Next Level. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass die Störfeuer fehlen. Ja. Also dieses ganze Gequake von außen und sowas, das ist alles nicht mehr da. Ne? Kann man von unserem Gegner nicht behaupten. Ne? Ja, also diese Kokainnummer, da wollen wir gar nicht großartig drauf eingehen, weil das ist ja nun gerade erst hochgeploppt und was dran ist, das werden wir sehen. Aber Fakt ist, solche Störfeuer, die schaden. Die schaden der Mannschaft in der Vorbereitung, kann man 10-mal sagen, nee, das hat auf uns keinen Einfluss. Und sie schaden vor allen Dingen auch dem Image des Vereins. Und sie suggerieren nach außen, dass irgendwo was nicht läuft. Und das war bei uns ja früher an der Tagesordnung. Also wer hatte Störfeuer, wenn nicht der 1. FC Köln? Aber es ist vorbei. Also es gibt es nicht mehr. Einen kleinen Skandal nach dem nächsten hatten wir. Die kann man gar nicht alle aufzählen. Ne? Du hast das Spiel der Frankfurter gestern gesehen. Hattest du den Eindruck, dass da schon die erste Wirkung auch sichtbar wird? Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also die haben
sehr stark gespielt, wie eigentlich immer in letzter Zeit. Vor allen Dingen in der Offensive. Sie haben diesen Superstürmer Kolo Muani, wie man ja so schön sagt. Ne? Ja, klingt wie eine Krankheit, aber also, ideal, ne? Cologne Muani wäre eigentlich besser. Ne? So, ist ein ganz sympathischer Typ und er knipst da vorne natürlich gnadenlos im Moment. Ne? Also da müssen wir uns drauf einstellen. Aber wir haben ja eine hervorragende Abwehr. Auch das ist Next Level. Also wie stabil wir mittlerweile in der Abwehr stehen, das ist ja unglaublich. Und das wiederum haben die Frankfurter auf mich nicht den Eindruck gemacht gestern. Also gerade in einem schnellen Anlaufen über die Außen waren sie verwundbar, haben sich auch 2 Dinger gefangen von Darmstadt. Und gerade auf der linken Abwehrseite, also auf unserer rechten Seite, könnte einiges gehen. Und bei Flanken haben sie auf mich den Eindruck gemacht, dass sie da sehr schnell ins Schwimmen geraten. Und wenn ich mir vorstelle, Benno Schmitz über rechts, dann glaube ich, könnte einiges gehen am Samstag. Ja, da bist du schon mittendrin im Next Level, denn ne, das kann man hier auch jetzt quasi live beobachten. Ne? Dazu gehört selbstverständlich, dass die Spieler alle besser werden und zwar jeder Einzelne. Ne? Wir haben nicht nur FC Power, die wir jetzt schon die ganze Zeit besichtigen und genießen konnten, sondern wir haben pünktlich zum Jubiläum auch wirklich diese Perspektive nach vorne und das Gefühl, dass auf diesem hohen Niveau, auf dem wir sind, trotzdem noch eine Menge Luft nach oben ist. Ja. Das ist ja Next Level. Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Und ich finde dieses Leute besser machen, einzelne Spieler besser machen, da haben wir so viele Beispiele mittlerweile. Ich denke, ein Jahr zurück, da haben wir auch hier gedreht, damals gegen Freiburg eine Pressekonferenz aufgenommen und haben zufälligerweise nach der PK am Auto, als er dann einstieg und nach Hause fahren wollte, haben wir den Schabau getroffen und kennengelernt. Weil Chef. Ich glaube, es war sogar sein erstes Training, kann sein. Und welche Entwicklung der Junge genommen hat. Erstmal war das auch ein super nettes Zusammentreffen. Also lieber Jeff, an der Stelle gehen Grüße an dich raus. Und jetzt bist du Spieler des Monats geworden in diesem Monat. Und wir würden uns wirklich super freuen, wenn du über den Sommer hinaus beim FC bliebest. Genau, und das gilt für einen Haufen anderer Spieler auch. Denn wir haben eben gesagt, ne, alle verbessern sich, und zwar egal, ob es ganz junge Spieler sind, wo du erwarten kannst, dass sich verbessern, aber auch Spieler, die etabliert sind, werden noch mal besser und rufen noch mal anderes Potenzial ab. Das ist wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte, die du nicht an jeder Ecke findest, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Ja, auch das ist eben der neue 1. FC Köln. Und wenn ich jetzt an den Sommer denke und an diesen großen Umbruch, der uns bevorsteht, das gehört ja auch zum Next Level dazu, dann ist uns davor gar nicht bange. Das wird ja schon absehbar. Ne? Also ich finde auch so spannend. Früher, wenn wir vor großen Umbrüchen standen, hatte man immer das Gefühl, jetzt reißt der Faden ab. Ja, kann also sein, dass wir danach ein komplett anderer Verein sind und es funktioniert gar nichts mehr. Ne? Oder eben alles. Das kann alles beides funktionieren. Also, oder passieren. Ne? Und jetzt hat man das Gefühl, es ist alles vorbereitet. Ne? Es ist alles planvoll. Die Leute machen einen guten Job. Das ist schon, also ja, ich denke auch, es sollte uns gelingen, frühzeitig mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben, was uns dann natürlich die oft gewünschte Planungssicherheit auch gibt. Und nicht nur uns, sondern auch Spielern, die im Sommer zu uns wechseln müssen. Denn klar, es hören einige auf, Verträge laufen aus, der Umbruch steht an, wir brauchen neue Spieler. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, so wie sich der FC im Moment entwickelt, dass sowohl Berater als auch Spieler einfach wahnsinnig gerne zu uns wechseln würden. Und ja, das ist doch toll. Du hast eine gute Möglichkeit zu spielen, du weißt, dass du dich entwickelst, dass du besser wirst, du weißt, dass du in einem guten Umfeld bist, auch also in jeder Hinsicht, ne, was uns Fans anbelangt, ne, was die Stimmung im Stadion anbelangt, was den Verein anbelangt mit professionellen Strukturen. Hier wird noch das ein oder andere möglich sein, wenn man ans Bauliche denkt. Ne. Ja. Auch da ist Next Level noch möglich, also es ist jetzt nicht so, dass wir am Ende angekommen wären. Und das ist doch total geil. Also großartige Nummer, dass wir auf dem Niveau, auf dem wir sind, immer noch nach oben gucken können. Ja, also ich meine, die letzte Woche war eine englische Woche. Jetzt steht die Feierwoche an. Das fängt an mit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Es ist ein Heimspiel. Die haben gestern Körner gelassen. Und wir sind super drauf. Also es spricht nichts dagegen, dass wir die Feierwoche entsprechend mit einem Sieg einläuten. Dann kommt der Geburtstag am kommenden Montag, am 13. Februar. Und dann haben wir Karneval, Leute. Also, Ajuja, Ajuja. Ne? Was sind das für Aussichten hier? Also für einen Kölschen gibt es nichts Besseres. Ne? Und natürlich mit 3 Punkten im Rücken in Weiberfastnacht reinlaufen. Ja. Also da gibt es kein Halten mehr. Das wünschen wir uns sehr. Ne? Das wünschen wir uns sehr. Ja. Mit FC Power, würde ich sagen, klappt das auch. Auf
ins nächste Level. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns am Sonntag. Sonntag ist es nämlich. Madet Jod. Madet Jod.